Danke vielmals. Ich bin auch sehr gespannt auf deine Geschichte. Rudolf Szabo, Rudi, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Danke vielmals, dass du bereit bist, aus deinem Leben zu erzählen. Es ist auf die erste Sicht vielleicht fast ein bisschen eine spektakuläre Geschichte, aber wenn man genauer anschaut, sieht man, dass es eine sehr bewegte Geschichte ist und auch ein Weg, dass du jetzt heute da bei uns sitzt, in Embrach, im Gottesdienst, bereit für ein Gespräch. Vor 25 Jahren bist du zu Embrach zum Post ausrauben, auf brutale Art und Weise. Und wir sind sehr gespannt, einen Einblick haben in deine Geschichte. Ich heisse auch alle, die daheim sind, herzlich willkommen. Ihr könnt euer Gipfeli geniessen und euren Zopf. Wir haben ein Glas Wasser und haben unser Gipfeli vorher gegessen. Aber ich hoffe, ihr habt auch euer Handy mit dabei. Weil alle, die jetzt da sind oder auch die Heime, wir haben einen Slido eingerichtet. Ihr seht eingeblendet den QR-Code und den Link da dazu. Da kann man drauf gehen und da kann man irgendeine Frage schreiben. Vielleicht im Laufe von dem Gespräch denkst du, eigentlich würde es mich doch interessieren, wie ist es jetzt mit dem oder mit dem oder mit dem? Dann darfst du dort deine Frage reinschreiben und wir nehmen uns am Schluss dann Zeit, um 2, 3 von diesen Fragen uns rauszupicken, wo ich dann ganz direkt dich fragen darf. Du hast dich dazu bereit erklärt, dass ich dich dann einfach fragen darf und du dich überraschen lässt, was dann kommt. Also ihr dürft gerne von die aus oder auch von da eine Frage schreiben, die ich dann am Rudi wird stellen. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Wir sind gespannt, um von dir zu hören. Ja. Und zwar, vor 25 Jahren bist du da schon mal in Embrach gewesen. Ich weiss nicht, ob unterdessen auch wieder. Und mich würde es wundern, was ist vor 25 Jahren da in Embrach passiert? Ja, ich war auf einem sehr schwierigen Kurs, hatte finanzielle Not und hatte einen dummen und schlechten Entscheid gefällt aufgrund von meiner hervorragenden militärischen Ausbildung als Grenadierruhr. Da habe ich gewusst, wie man so etwas macht. Und habe dann da nach kurzer Vorbereitungszeit, Auskundschaften, habe ich dann gesagt, okay, die Post, die gehen wir überfallen. Das heisst, du hast gewisses Know-how ja mitgebracht aus deiner militärischen Ausbildung eigentlich. Und bist dann wirklich auf Embrach gekommen und hast geschaut, wie sieht das von Ort aus, wo ist die Polizei oder wie muss ich das Auskundschaften vorstellen? Ja, ich will jetzt eigentlich keine Anleitung geben, um einen Hauptüberfall zu machen. Aber es ist so, man tut das Auskundschaften, man tut die Örtlichkeit ein bisschen anschauen, man weiss, wie weit der nächste Polizeiposten ist, wie lange das der hat, bis man vor dem Tatort ist. Und da hat man dann so alles ein bisschen auf Fluchtweg hat man festgelegt. Und ja, dann sind wir zur Tat gestritten und dann sind da eingestiegen. Ja. Dann bist du mit einem Kollegen zusammen, wenn ich das richtig im Kopf habe, bist in die Post Embrach eingebrochen oder hast sie ausgeraubt. Wie war das dort dann vor Ort? Ja, dazu war die Post nicht so gesichert gewesen. Heute sind zum Glück die Poststellen besser gesichert, auch aufgrund von verschiedenen anderen auch Überfällen, die gemacht worden sind. Ja, ich habe angepasst und ein Mitarbeiter hat gerade so zur Feierabendszeit ist gegangen und da haben wir die Zeit dann auch gerade genutzt. Dann sind wir auch eingedrungen in die Poststelle und ist gerade kurz vor dem Feierabend gewesen, also der Ladenschluss von der Post. Und ja, sind dann da in diesen Räumlichkeiten drin gestanden und ich habe dann die Leute bewaffnet. Ich bin der Einzige, der eine kleine Waffe hatte. Und mein Kollege, der hat dann vor allem die Schubladen ausgehoben. Und was ich mich noch erinnern kann, ist, dass der Tresor schon zu war. Und man weiss, dass man kann den nicht einfach wieder aufmachen, weil der Zeitschloss dran ist. Dann kann man erst am nächsten Morgen kann man den wieder auftun. Also das heisst, unser Embracher Geld war gut geschützt in diesem Moment, aber trotzdem hat es wahrscheinlich etwas gehabt. Mich nimmt es noch ein bisschen Wunder, das sind ja Leute in dieser Postfiliale rein dann gewesen. Ja, das ist so. Das sind relativ viele Mitarbeiter gewesen, so, wenn ich im Kopf habe, knapp 10 Leute gewesen, die sich gerade versammelt haben, besprochen haben, bis der nächste Einsatz am nächsten Tag laufen wird. Und dann habe ich die alle zusammen so in eine Ecke eingestellt und habe sie bewacht, währenddessen mein Kumpel die Schubladen erklärt hat. Und ja, da hat es eine sehr mutige Frau dort gehabt. Sie ist stellvertretende
Postleiterin gewesen und die hat ziemlich Angst gehabt und die ist dann so vor mir angestanden und hat zittert gehabt und hat dann auch gesagt, sie hat unglaublich Angst. Das heisst, sie hat aber auch sehr Mut gehabt, dass sie dort angestanden ist. Ja, ja. Und dass ich schiessen könnte und wenn ich schiesse, dann muss ich zuerst auf sie schiessen und nicht auf die Mitarbeiter. Und das hat in dem Moment auch für mich, ist durch den Kopf gegangen, wow, die Frau ist also echt mutig. Ja, das heisst, es ist eigentlich recht, also du hast ja geladene Waffen auf die Leute gerichtet, auf die einen Seite recht gewaltvoll, aber ihr habt nicht vor, jemanden zu verletzen in dem Sinn. Das ist richtig, ja. Und dann hat man geschaut, dass es schnell geht und man schnell wieder verschwinden kann mit dem, was man hat, nehme ich an. Genau, ja. Du hast mehrere so Raubüberfälle gemacht, jetzt auf unsere Post in Embrach, aber auch an andere Orte. Wie geht es dir jetzt in dem Moment, wo du wieder auf Embrach kommst? Also es ist schon ein Genossengang, wie kann man sagen, ist das. Wo ich jetzt hier eingefahren bin in Embrach, das war vor 25 Jahren. Ich habe nicht mehr die Bilder von dort mal in mir drin. Mir ist das Dorf wie neu vorgekommen. Also es ist mir nicht betraut gewesen. Und ich muss sagen, ja, personell, also mit dieser Frau habe ich dann auch später das Gespräch nach dem Gefängnisaufenthalt gesucht. Mit der so Angst gehabt und mutig vorne angestanden ist? Richtig, ja. Und ich habe mich dann auch entschuldigen und dann ihr meine Bewunderung sagen, wie mutig das sie war. Und von daher gesehen, würde ich sagen, ich denke, der Herrgott führt die Schritte. Und dass ihr mich jetzt hier auf Embrach am Tatort des Geschehens angeführt habt, da haben wir gesagt, doch, du musst zu dem stehen. Das ist ein Teil von deiner Vergangenheit. Du hast ganz am Anfang gesagt, du hast damals die schlechte Entscheidung gefällt, das zu machen. Also wenn du heute zurückschaust, dann denkst du, es war eine schlechte Entscheidung gewesen. Uns würde es aber schon ein bisschen wundern, wie das denn überhaupt dazu gekommen ist. Ich habe ein Erlebnis aus deiner Kindheit, wo du den Satz gehört hast, dass du eine Schande sagst für deine Familie. Jawohl, ja. Kannst du da etwas dazu sagen? Ich muss noch ein bisschen früher angehen. Ja. Also, grundsätzlich ist es so, wenn man kriminell wird, dann hat man ein gewisses Vorleben. Also es sind ein paar Dinge passiert in meiner Kindheit, wo eine schlechte Entwicklung in Sachen Konfliktfähigkeit gegeben hat. Und das hat mit dem zu tun, dass ich schon als Baby zwischen 2 und 3 Jahren misshandelt worden bin. Von einer Tagesmutter, weil ich ein Schreikind war. Meine Mutter musste arbeiten, der Vater war ja weg. Und die hat mich nie dazu mal nicht umgehen. Und das war Anfang 60er Jahre. Und da hat man noch nicht so professionelle Ausbildung als Kindergärtner oder Tagesmutter gehabt. Und es war dann so, dass die Frau, weil ich die ganze Zeit geschrauen habe, mich in den Keller runtergetan hat. Und wo dann mein Vater nach über einem Jahr oder 1,5 Jahren mich einmal dort abholen wollte, hat er mich im Keller gefunden, mit meinem eigenen Kot, in meiner eigenen Pisse. Bin ich da im dunklen Keller und schluchzend da gesessen. Und jetzt muss man vorstellen, das war ein kleines Baby. 2-, 3-jährig, hast du gesagt, gell? Ganz genau. Und in einem späteren, das hat dann dazu geführt, die Einsamkeit als kleines Kind zu spüren, verlassen sie von allem in einem dunklen Keller. Das hat dann eine wahnsinnige Wirkung, psychologische Wirkung auf mich gehabt, wo ich dann ein enormes Bedürfnis hatte, mich zu mitteilen. Und es ist nichts erhört worden. Und also die Einsamkeit und das alles, das hat dann dazu geführt, dass ich Verhaltensauffälligkeiten entwickelt habe während der Schulzeit. Ich bin ein schlechter Schüler, habe Schule geschwänzt, habe die Aufgaben nicht gemacht. Und da hat dann mein Vater auch ist nicht klar gekommen mir. Und da kommen wir auf den Punkt, wo du gesagt hast, wenn ich dann irgendetwas wieder angestellt habe, hat mich der Vater dann in die Stube die Stubentür zugenommen, den Gürtel genommen und dann hat er mich verschlagen. Und wenn ich da so am Boden gelegen bin, hat er gesagt, du bist nichts wert, du bist scheiße, du bist eine Schande für die Familie und so weiter. Und da entwickelt sich daraus eben
eine Minderwertigkeit. Eben, du bist nichts wert. Und Das sind so Sätze, die sich festprägen eigentlich. und das ist etwas, was man dann bis ins Erwachsenenalter mit dir nimmt. Und dann hat man auch das Bedürfnis, immer etwas zu machen, wo man halt in dem Sinn auffällt oder eben auch negativ auffällt. Dass man gehört wird, dass man Jawohl, irgendwo ja. sich mitteilen kann. Und das ist eigentlich eine Gewalt und Aggression, die du erfahren hast. Ich habe gehört, wo du nachher ein bisschen älter geworden bist, hast du angefangen Kampfsport zu machen. Und du hast nachher eine andere Begegnung gehabt mit deinem Vater, wo du so im Teenie-Alter warst. Jawohl, ja. Also ich war mit 14 gewesen, da hatte ich gerade den Brugurt in Aikido gehabt. Ja. Also ich habe vorgehend eigentlich Das ist einer der höchsten Gürtel wahrscheinlich, ja, oder? mit 8 habe ich angefangen mit Judo zuerst, dann Jiu-Jitsu und dann Aikido hat mich sehr zugesprochen. Und der Brugurt mit 14, also da bin ich recht jung gewesen, und das ist ein Gurt, bevor man den Meistergrad bekommt. Aber bist du einer der Besten gewesen, oder der Beste Also sogar? Erste Dan, ja, es hat auch andere gehabt, die sehr eifrig waren. Ja. Aber ich habe es gerne gemacht. Und es ist ja da so, die kindliche Entwicklung, wenn man ein Minderwertigkeitsproblem hat, dann versucht man irgendwie zu Schlag zu kommen. Und heute schaffe ich jetzt, ich mache einen kleinen Sprung, heute schaffe ich mit Suchtbetroffenen, Leute, die schwersüchtig sind. Und jeder Mensch entscheidet sich dann nachher während der Kindheit, dass man dann einen Weg einschlagen tut. Und mein Weg war jetzt der Entscheid gewesen, ich versuche mit Muskelkraft mir einen Einfluss auf mein Leben zu geben. Und der Kampfsport, der hat mir dazu geholfen. Also du erwähnst jetzt die Leute, die mit Sucht zu kämpfen haben, weil quasi ihr Ausweg ist in der Sucht und deine ist über den Kampfsport gewesen, dann Ganz genau. über Gewalt eine Art. Also es ist dann so gewesen, mein Vater hat mich mit 14 wieder einmal verprügelt. Und ich habe wieder etwas ganz Schlimmes angestellt. Und wo ich da so am Boden liege und er da auf mich traktieren tut und dann ausholt mit dem Fuß, weil wir eins ins Füllen gingen. Und da bin ich am Boden gelegen und dann habe ich gedacht, jetzt langt's. Ich habe so einen Hass dann gerade in dem Moment verschwört, weil grundsätzlich habe ich meinen Vater sehr geliebt, ich habe ihn sehr bewundert. Aber da habe ich dann am Boden, bin ich da so gelegen und er holt aus und ich mache dann mit dem Fuß eine Abwehrbewegung und er schlägt genau in meinen Fuß hin und er bricht sich das Bein. Oh. Und das war das letzte Mal, wo er mich geschlagen hat. Ja. Und für mich ein Erfolgserlebnis, okay, wenn ich kämpfen kann, dann siege ich. Und das ist gerade in dem Alter ein falscher Weg. Also du hast wie für dich so auch gelernt, Gewalt ist eine gute Lösung. Ganz wenn genau. man es ein bisschen platt will sagen. Und man hat auch durch die Familiengeschichte, wir haben viel mit Nazis gehabt, mit den Kommunisten, Stalinisten. Meine Familie hat sehr müssen unter dem leiden müssen, weil wir stammen ursprünglich aus Ungarn. Ja. Und ich selber bin aber noch in Wien geboren. Aber mit 7 bin ich dann in die Schweiz gekommen. Und mit der ganzen Familiengeschichte, die du noch dazu tun hast, hast du dir sehr aggressive Findbilder gemacht. Und gerade wenn Menschen Findbilder haben, dann ist es eigentlich ein Indiz dafür, dass man ein Problem in sich selber drin hat. Also es ist eine Kompensation von eigenen Schwächen im Grunde genommen. Und das habe ich bei mir dann auch gemacht. Ich habe mir eingebildet, ich habe einen grossen Find von mir und wenn ich den mal tatsächlich vor mir habe, dann will ich gewinnen können. Ja. Und das kann ich nur mit Kraft. Und Also Kampf. würdest du auch Leute empfehlen, die heutzutage jetzt da sind und zuhören, die Findbilder haben? Es kann ja ganz unterschiedliche Art und Weise sein, dass man soll anfangen über sich selber reflektieren, dass man selber innere Verletzungen hat. Ja. Und als Kind begreift man das eben nicht, sondern man will sich nur in dieser Situation, wo man drin steckt, wo ekelhaft für mich als Kind war, ich will mich dem erwehren können. Und das ist die Hilfe jetzt der Kampfsport gewesen. Ja. Ja. Du hast aber nachher, wir sind eingebürgert worden in der Schweiz, darum hast du die militärische Ausbildung gemacht als Grenadier, wo wir schon gehört haben, wo du ein gewisses Know-how rausgenommen hast für die Überfälle nachher. Du hast aber auch eine Polierschule gemacht und hast dort deine zukünftige Frau dann kennengelernt quasi und die haben euch verliebt und haben geheiratet und 5 Kinder hast du, gell? Und dann hast du auch angefangen zu arbeiten, bist selbstständig gewesen. Es klingt nach einem sehr schönen, harmonischen Leben eigentlich.
Das ist so. Also das ist eigentlich eine von meiner schönsten Zeiten gewesen. Und da will ich auch sagen, gerade beim Thema Liebe ist ein ganz wichtiger Punkt in meinem Leben gewesen, mehrmals. Und dazu mal muss ich sagen, eben, ich habe als junger Mann recht aggressive Bilder in mir drin gehabt. Und das Schöne ist ja, Frauen tun uns ja sozialisieren mit der Liebe. Wo du dich verliebt hast, hast du dich Ganz angefangen zu genau, ja. sozialisieren. oder? Und das ist dann der Teil, wo man dann sagt, wo man dann, da kannst du mit der Frau noch lange mit den Muckis und mit den Füßen rumwedeln, da hast du keine Chance. Bei der Frau musst du liebevoll sein, du musst um sie werben, Kompliment machen, dann kannst du eine Frau gewinnen. Und die Verliebtheit hilft einem auch dazu, dass man dann auch die zärtliche Teil als Mann dann kann leben. Jetzt klingt das wirklich eigentlich sehr erfolgreich und ich frage mich jetzt, wie ist das denn dazu gekommen, dass du zum Räuber geworden bist? Ja, also es ist ja so, wenn es noch vertiefen kurz. Für mich ist es immer genial schön gewesen, ein Traum, wo wir dazu mal für ein paar Jahre miteinander gelebt haben. Wenn du heimgekommen bist, da sind die Kinder dann gekommen und Papi und hat alle viel erzählen von der Küche, von der Schule, vom Kindergarten, wie es ihnen gegangen ist. Und dann hast du dann füttern müssen, zum Nachtessen, dann alle betteln. Und das Schönste war, was ich auch gerne gemacht habe, Gute-Nacht-Liedli oder Gute-Nacht-Geschichtli erzählen. Und für mich war das ein Traum gewesen, weil es ist etwas auch gewesen, wo meine Eltern nur wenig gepflegt haben. Und wo ich aber dann auch wirklich mit meinen Kindern zelebrieren. Also dort in der Verliebtheit und vor allem auch mit den Kindern zusammen hast du viel Liebe auch erlebt und gespürt und ausgelebt selber. Ja, aber ja. Wir haben uns auch dazu mal entschlossen, wir machen alles Hausgeburten. Die Kinder sind alle die Heimgebeten. 5, gell? 5, ja. 4 Söhne und die jüngste ist eine Tochter. Und das ist auch so eine Verbindung, wenn man die Geburt von einem Kind so näher erleben tut. Und dann gerade in den Armen hat, noch klitschnass. Das ist etwas ganz Besonderes. Und das ist auch der Funke von Liebe, der einem im Herzen drin bleibt, wo man das Leben lang nie mehr verliert. So die Vaterliebe eigentlich, die man hat. Genau, jawohl. Und du hast gefragt, warum das so weit gekommen ist. Ich habe dazu mal, bin ich stolz auf mich gewesen. Und auch arrogant. Weil ich ja gewusst habe, ich habe das geschafft, ich habe ein Geschäft aufgebaut, das Baugeschäft, habe mich spezialisiert mit Wissen in Bauökologie, Baubiologie und habe am Anfang gute Aufträge geholt, bin erfolgreich gewesen und das ist alles gut und recht gewesen. Ich hatte eine Schwäche gehabt, und zwar das Rechnerische. Also buchhalterisch bin ich ein Pfeife gewesen. Und ich habe immer nur gemeint, du musst krampfen und arbeiten und dann nachher kommt das Geld rein und dann löst man das Problem. Und die Arroganz, die war eben falsch gewesen. Ich hätte mir Hilfe holen sollen, professionelle Hilfe, wo man buchhalterisch alles macht und Jahresabschluss, Steuern und so weiter. Und das habe ich alles immer so als, ja, das wird schon kommen. Und die Arroganz ist eigentlich dann nachher mein grosser Fehler gewesen. Wir haben eine Baukrise Mitte der 90er Jahre bekommen, wo Banken überall auch weniger Hypotheken verteilt haben und Baugeschäfte überprüft haben, die rendieren oder eben nicht rendieren. Und die haben eben nicht so rendiert. Und als ich dann über den Winter, gerade auch so in dieser Zeit war, hätte meine Leute zahlen, habe fast keine Aufträge gehabt und da habe ich einen Überbrückungskredit bis zum Frühling haben, weil ich schon neue Aufträge im Frühling hatte. Und da hat mir dann die Bank eröffnet, ja, die Rendite von ihrem Laden ist nicht so hoch, wir bitten sie, beziehungsweise wir kündigen ihnen das Geschäftskonto und gehen sie eine andere Bank suchen, vielleicht nehmen die Schulden. Und ich war dazu mal schon etwa 300'000 Franken im Minus gewesen. Und hatte natürlich keine andere Bank gefunden. Und in mir haben sich dann wiederum die Findbilder gebildet. Und ich habe zu wenig mich selber kritisch anschauen und reflektieren, wo sind die Fehler, sondern ihr Schuldige gesucht. Und die Bank ist dann zu dem Findbild geworden? Ganz genau. Die sind schuld, die helfen mir nicht, die verdienen da mit einer Unterschrift Millionen, aber helfen da einem kleinen Bauunternehmer helfen sie nicht. Und dann bin ich richtig zornig gewesen. Was dann noch nebenbei war, wir haben
meine Ehefrau und ich, wir haben uns immer mehr gestritten, immer Thema Geld gewesen. Und irgendwann hat sie hat ein Hobby gehabt, sie ist am Freitagabend, ist immer Frauenabend gewesen, go tanzen, und dort hat sie den Partner kennengelernt, mit dem er fremdgegangen ist. Und dann ist das noch dazugekommen. Und ich bin dann auf das draufgekommen. Und da hat dann ziemlich Zoff gegeben. Und dann irgendwann hat sie dann genug gehabt von mir. Und ja, dann bin ich vor dem Nichts gestanden. Eigentlich Scherben von meinem Leben sind vor mir gelegen. Und ich habe mich dann in einer Wut begeben. Und zuerst habe ich mir gedacht, meine Frau umzubringen, weil sie untreu ist. Und da habe ich noch ein Quäntchen Vernunft habe ich noch gehabt, weil ich dann gedacht habe, und dann, hey, wenn du die Frau umbringst, was passiert mit dem Kind? Weil du kommst ins Gefängnis. Dann haben sie keine Mutter und keinen Vater und das Kind kommt in dieses Heim. Und das habe ich auch nicht wollen. Ja. Also habe ich meine Findbilder zu diesen bösen Banken Transportiert quasi. Ganz genau. Und dann ist der alte Satz wieder vorgekommen, mit Aggression, mit Gewalt gibt es eine Lösung. Und das sind die alten Muster, wenn ein Problem ansteht, okay, da müssen wir halt Waffen in die Hand nehmen und dann gehst du es holen von denen, die es haben. Mehrmals ist das ja gut gegangen, also gute Anführungszeichen. Ich denke gerade an die Geschichte in Embrach. Du bist ja mit dieser Frau nachher in Kontakt wiedergekommen, die so mutig voneinander gestanden ist. Und das ist ja dann gleich auch eine schwierige Geschichte gewesen, die die Frau erlebt hat, wo du im Nachhinein gemerkt hast, was das alles ausgelöst hat. Also ich möchte nur ganz kurz meine Schritte im Gefängnis erzählen, wenn es okay ist, weil ich wäre sonst nicht bereit gewesen, da reflektiert anzugehen, Ja. mich da mit dieser Frau Oder zu kommen wir reden. noch später auf die Frau zurück. Du hast die verschiedenen Überfälle gemacht und dann bist du festgenommen worden. Richtig, ja. Das war fast eine filmreife Szene gewesen. Kannst du uns dazu noch 2-3 Worte sagen? Ja. Also es war ja so gewesen, ich hatte ein Mietauto, hatte einen Freund, also gut ein halbes Jahr später, nachdem sich die Frau von mir getrennt hat, die hat eine teure Attika-Wohnung genommen, hat mir dann eine Fackel noch in der Wohnung, in der Leergrund der Wohnung zurückgelassen, und dort ist dann gestanden, du musst 6'200 Franken Alimente zahlen. Und das war eigentlich der Auslöser gewesen, hey, von woher hole ich das Geld, weil ich stehe im Konkurs mit dem Geschäft. Ich habe das Geld nicht, ich kann nicht einmal die Löhne von meinen Mitarbeitern zahlen. Und das war eigentlich der Auslöser gewesen, dass ich mich entschlossen habe, die Überfälle zu machen. Und ja, die haben dann gewartet, die haben den Telefonanruf abgelassen, weil ich mit meiner Ex-Frau abgemacht habe, dass ich Kind holen komme und das Wochenende auf Kind schauen tue. Und die haben dann nachher, als ich das Auto zurückbringe, haben die dann draussen gewartet, bis ich in dem Raum drin bin. Und dann hat der Mitarbeiter gesagt, ja, wir müssen noch das Formular holen. Und die ist rausgegangen, das war der Stichwort, wo dann alle Polizeigrenadiere reingekommen sind. Weil die haben gewusst, dass ich Scharfschütze bin, dass ich sehr gut schiessen kann, Kampfsportler, Grenadier, also gefährlich. Und da hat die St. Galler Polizei eine Spezialeinheit aufgebaut, um mich zu verhaften. Und dann sind die von allen Seiten her reingekommen und haben dann da Hände hoch gesagt und ich habe kurz umgeschaut und gesehen, okay, keine Chance, da kannst du nichts machen. Und dann habe ich auch meine Hände hochgetan und dann haben sie mich auf den Boden gelegt, mich auf die Waffen untersucht. Aber ich hatte sie zum Glück nicht bei mir gehabt. Und ja, und so ist die Verhaftung passiert. Und das heisst, das ist nachher zeitlos gegangen, wo du in Untersuchungshaft warst, auch im geschlossenen Vollzug und dann auch im offenen Vollzug, Gefängniszeit. Richtig, ja. Du hast am Anfang aber einen Entschluss gefasst. Das ist eine Weile lang gegangen. Ja. Es hat eine Zeit gebraucht, bis ich mich entschlossen habe, dann mich kooperativ zu zeigen. Ja. Zuerst habe ich mir gedacht, ich leugne alles, mal schauen, was die alles wissen. Und habe dann gemerkt, okay, weil sie vorhergehend einen von meinen Mitarbeitern verhaftet Ja. haben. Und der hat dann natürlich erzählt, was für ein Typ das ich bin. Und Sie darum haben sind sie relativ viel gewusst in dem Fall. ja, und darum haben sie dann gewusst, okay, mit dem Rudi Sabo ist da muss man vorsichtig Ja. sein. Und wenn der sich wehrt, dann kann es Tote geben. Und das ist zum guten Glück nicht passiert. Ich möchte 2 Überfälle kurz schildern. Einer der ersten Überfälle war auf einen Liebhaber von meiner Ex-Frau.
Er war ein vermögender Mann, damit er so alle erfassen könnte, wie schlimm dass ich drauf war. Ja. Ich habe den Mann überfallen, weil ich wusste, er hat bei sich einen Tresor, wo Geld drin hat. Und den habe ich überfallen und dummerweise hat er sich gewehrt. Hast du ihn wahrscheinlich auch noch überfallen, weil du gedacht hast, eine Art Rache? Ja, Entschuldigung, wenn ich jetzt so primitiv daherrede. Aber dazu war mein Denken so gewesen, wenn der schon meine Frau ficken tut, dann nachher soll er auch dafür zahlen. Ja. Und da habe ich ihn gepackt. Also er hat sich gewehrt, hat mir eins backen und dann ich als Kampfsportler habe in dem Sinn schon den zweiten Dan gehabt, also den zweiten Meistergrad, habe den gepackt, auf den Boden gerührt und habe dann dutzende Mal aufs Gesicht durchgeschlagen. Und der hat mehrfach Nasenbruch gehabt, mehrere Zähne draussen. Sein Gesicht war eine blutige Masse. Und dann habe ich noch ein Klebband genommen, ein Betonklebband, das sehr gut kleben tut, damit er nicht schreien kann, und habe das Mund zugeklebt. Die Notfallärztin, die ihn versorgt hat, hat dann einen Bericht geschrieben für die Polizei, wo darauf gestanden ist, der Täter hat in Kauf genommen, dass der Opfer im eigenen Blut hätte können ersticken. Und aus dem ist der Anschlag gekommen, versuchter Totschlag. Ja. Und der zweite Überfall war mit der Darin Embrach. Die Frau hatte ich nach dem Gefängnis besucht und sie ist da mit spastischen Bewegungen in das Sitzungszimmer gekommen. Sie hat verkrampfte Hände und Füße, hat sich angesetzt und habe mir gedacht, ja, die gute Frau hat einen Unfall gehabt oder irgendetwas. Und dann hat sie angefangen zu erzählen. Sie hat, den Überfall habe ich am Dienstagabend gemacht. Sie hat dann nachher gemerkt, viele Mitarbeiter sind geschockt, traumatisiert. Sie brauchen jetzt Unterstützung und sie muss neue Mitarbeiter organisieren. Sie hat die ganze Woche durchgeschafft. Am Samstagabend ist dann alles aufgekommen. Sie hat eigentlich Gäste erwartet. Mit ihrem Mann war sie am Kochen und da erzählt sie, wie sie Angst hatte, dass ich hätte auf sie schiessen, wie sie vor mir ansteht. Und mir sagt, zuerst muss ich auf sie schiessen, bevor ich einen anderen Mitarbeiter verletzen tue. Da ist dann bei ihr ganz etwas Schlimmes abgelaufen. Auf jeden Fall, sie ist bleich geworden, der Mann kann sie auffangen, sie geht ohnmächtig auf den Boden und liegt dann da. Und er läutet dann die Sanität an, sie sieht, dass sie noch schnaufen tut. Und im Spital stellen sie fest, dass sie in dem Moment einen Hirnschlag erlitten hat, der daraus resultiert hat, dass sie etwa 3/4 vom Körper gelähmt war. Währenddem, dass ich in der Gefängnis war, konnte ich dann meine Therapie machen. Beziehungsweise sie hat auch ihre Physiotherapie gehabt und hat mit viel Schmerz und mit viel Geduld an sich selber, aber auch mit viel Depressionen und auch mit Hass gegen mich, hat sie es dann geschafft, während den langen Jahren, wo ich im Gefängnis war, hat sie dann eben mit spastischen Bewegungen an die Sitzung laufen. Das ist eine lange Geschichte, die die Frau dann hinter sich hat und wo du auch im Gefängnis hast, wo wahrscheinlich verschiedene Ereignisse dazu geführt haben, wo du gemerkt hast, was du anderen für Leid zugefügt hast. Aber das ist ein längerer Weg. Und eine Person, die dort eine wichtige Rolle gespielt hat, das war der Gefängnispfarrer. Richtig, ja. Der Georg Schmucki, der war einer der Ersten, der Kontakt mit mir aufgenommen hat. Der hat dann einmal immer bei den Frischlingen, die hier kommen, also das sind die neuen Knackis, sagt man einmal Frischling, die besucht er und hat sich vorgestellt, ich bin der Pfarrer, der Gefängnispfarrer. Und wenn du willst, können wir miteinander reden und will gerne hören, wie es dir geht. Und das war ein ganz wichtiger Punkt gewesen, weil ich bis anhin immer Christen wahrgenommen, das sind ja alles so halbe Fanatiker und wo dann mit Jesus Christ, du musst nur an ihn glauben und dann bist du geheilt und alle Probleme lösen sich in Luft auf. Er hat dann gesagt, okay, geh heim, hat mich gefreut. Was er gemacht hat, ist, wie geht es dir? Also er ist gekommen, hat das Gespräch gesucht. Ja. Verstehe ich das richtig, dass die Gespräche beim Gefängnispfarrerseelsorger beliebt waren, weil er ja auch verpflichtet war für das Schweigegeheimnis? Ganz genau. Und er hat dann aber nicht geredet, sondern hat gefragt, wie geht es dir, und hat zugelassen. Ganz genau. Und meine Sorge hat vor allem meine Kinder geholfen, weil ich ja inzwischen in der Zeit, wo ich im Untersuchungsgefängnis war, wo mehr als 1,5 Jahre gegangen ist,
habe ich erfahren, dass meine Kinder belagert werden in dieser Schule. Die werden gemobbt, weil sie einen Vater haben, der im Knast ist. Und ich konnte nichts machen. Die Kinder mussten da ausbaden, wo ich Double verbrochen habe. Und das hat mich so wütend und hilflos gemacht. Ja. Und da konnte ich dann auch bei ihm anlegen. Und er hat dann einfach zugelassen und da hat er gesagt, ich würde gerne mit dir das Vaterunser beten und ich bete auch für dich. Ist das okay? Er hat mich immer gefragt, ob es okay ist. Und dann habe ich dann gesagt, ja, okay, machen wir. Und dann die nächsten Gespräche sind dann darauf zugegangen, wo er meine Hilflosigkeit gesehen hat. Da hat er gesagt, weißt, du musst auch ein bisschen Eigenverantwortung übernehmen. Und zwar, der Herrgott hat immer, also in der Bibel steht auch drin, von der Saat und Ernte. Du hast Gewalt gesagt und jetzt hast du Staatsgewalt erntet und bist im Gefängnis halt. Und ich gebe dir jetzt einen Auftrag, mach etwas Gutes, tu die Moment, wo dir kommen, tu etwas Gutes machen und irgendwie wird dir das Gute widerfahren. Also du etwas Gutes säen, dann kann das durchaus sein, dass du dann Gutes erntest. Die hat mir gedacht, ja gut, der ist Pfarrer, der muss so schnarren. Ja, das ist okay. Das war die erste Reaktion. Und dann hat er gesagt, noch ein ganz wichtiger Punkt, es gibt keinen Zufall. Es ist ein gottgewolltes Zufallen. Also wenn eine Begegnung, wenn etwas passiert und man denkt, oh, das war nur Zufall gewesen, dann hat Gott dafür gesorgt, dass das einem zugefallen ist und man kann jetzt etwas damit machen. Ganz genau. Und deine Aufgabe ist jetzt, dich zu entscheiden, willst du den Zufall, willst du den packen, also die Chance, willst du die packen oder willst du sie nicht packen? Ist das nicht komisch in dem Moment, dass dann der kommt und Vater unser mit dir betet und über Gott redet, so über Zufall, über Saat und Ernte? Ja, wenn du so 1,5 Jahre lang fast allein immer in der Zelle bist und sozusagen nur noch mit dir selber reden tust. Also es ist die Untersuchungshaft, wo du 1,5 Jahre eigentlich ohne Kontakt, fast ganz ohne Kontakt zu anderen Menschen eingesperrt warst. Also die einzigen sind Polizisten, der Gefangenenwärter und die Untersuchungsrichter, mit denen du Gespräche hast und mit dem Anwalt. Und da ist dann, was mir der Pfarrer Georg Schmucki mit dem Zufall hat mitteilen, ist da, dass immer Menschen dir über den Weg laufen, die nicht zufällig sind, sondern sind Menschen, die könnten dir helfen. Und in der Regel ist es dann so gewesen, wenn ich da einen grossen Bogen will spannen, und es sind mir immer Menschen begegnet, die mir tatsächlich weitergeholfen haben. Und Gottverdelle sind immer Christen gewesen. Immer Christen. Es ist ja dann eine andere Christin, die der Herr Schmucki hat dich eigentlich dazu aufgefordert, an dir zu arbeiten und hat dich dann auch vermittelt mit der Gefängnispsychologin. Ist das gewesen, gell? Ja, richtig, ja. Der hat mir dann irgendwann einmal gesagt, du weißt, ich bin Leib und Seele, bin ich Seelsorger, aber bei dir stehe ich an, weißt, wenn es um den Punkt deiner Wut und deiner Aggressionen geht, du brauchst eine Therapie. Ja. Und ich habe Seele geklemmt, da geht es eine Art, ich habe mein Leben im Griff und so. Und dann hat er mich dann überschnurrt und dann bin ich zuerst zu einem Gefängnispsychiater gegangen und der tut mir ausgerechnet eine Frau zuteilen. Und ja, gerade in dem Moment habe ich mir ein Frauenfindbild zusammengebastelt, weil meine Ex-Frau mich mit der Trennung und Scheidung, die wir hatten, die hat mich ziemlich ausgenommen. Und da wollte ich ganz eine kleine Geschichte noch vorweggeben. Eine Zuhältergruppe, die hat mich anwerben. Im Gefängnis rein? Im Gefängnis dann rein. Ja. Und die haben dann gesagt, hey, der ist Kampfsportler, der ist ein Elitesoldat gewesen, der kennt sich mit Waffen aus. Aus dem machen wir einen super Zuhälter. Und dann haben sie mir dann zum Tisch geboten und haben gesagt, hey, wir machen dir ein Angebot, du kannst mit uns mitarbeiten und du kannst dich während dem Knast sanieren. Sie haben dich im Gefängnis angeworben quasi. Richtig, ja. Die Möglichkeit gegeben, zum Geld zu verdienen. Das geht. Das ist Alltag im Knast. Ja. Also da wird gegenseitig sich an- und abgeworben. Und auf jeden Fall dann haben sie gesagt, 3 Punkte musst du beachten. Der erste Punkt ist bei unserem Geschäft, Liebe gibt es nicht. Liebe ist ein gemeines Ding, wo Frauen uns Männer um den kleinen Finger wickeln und dann sind wir von denen abhängig und dann nehmen sie uns aus.
Also das war wie die Bedingung, gewesen, dass du dort aufgenommen wirst. Liebe gibt es nicht, die erste Regel. Und in dem Moment hast du das wahrscheinlich Ja. gefunden, ja das stimmt, meine Ja. Frau hat mich auf den Finger gewickelt. Meine Ex-Frau, die und so hat weiter, Sachen will noch bestellt, Geld. während ich im Gefängnis war, teure Sachen, mehrere 10'000 Stutz, und ist alles auf meine Rechnung gegangen. Was Die haben hat sich gedacht, okay, der soll die Tür dafür zahlen. Was haben sie sonst noch für Bedingungen gestellt? Und die zweite Bedingung war, wenn Frauen nicht spuren, und jetzt tut mir leid, wenn ich das jetzt so sage, dann musst du die Frauen abschlagen, du musst sie vergewaltigen und dann spuren sie. Also sehr brutal. Jawohl, ja. Und der dritte Punkt ist, du musst eine heiraten. Und dann haben sie mir ein paar Bildchen, ganz hübsche Frauen aufgezeigt, die von Polen kommen. Die haben da eine Verbindung auf Polen gehabt. Ja. Und da kann ich eine auslesen und eine von denen muss ich heiraten. Und dann hat sie Einreisebewilligung und Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz und geht in Zürich arbeiten. Und ich bekomme dann ein schönes Auto über und gehe dann einmal im Monat, wenn ich Urlaub habe, fahre ich mit dem schönen Auto auf Zürich, bei den verschiedenen Prostituierten vorbei und tue das Geld kassieren und bringe das dem Chefzuhälter. Und ich bekomme davon einen Anteil über, wo ich mich sanieren kann, während der Gefängniszeit. Und das ist die Art von Liebe, die sie dir dann angeboten haben, die gibt es nicht. Und Nein, ist eine das Freundschaft. Maximum an Geld rausholen. Freundschaft ist etwas anderes als Liebe. Ja. Ja. Und ich habe dann das Bild genommen und habe gesagt, hey, ich will darüber noch nachdenken. Und dann, wo der Pfarrer Georg Schmucki gekommen ist, mache ich so einen Witz und sage, hey Georg, kannst du eine Hochzeit organisieren? Und dann sagt er, wie denn da? Und dann sage ich, weißt du, Liebe gibt es ja nicht. Weißt, Liebe ist so eine Fantasie von der Frau, um uns Männer flach zu machen. Und er schaut da und dann sagt dann, okay, ich könnte jetzt die Bibel führen und da habe ich hunderte Stellen, wo Thema Liebe ist. Aber ich mache es jetzt nicht. Ich lege die Bibel auf die Seite. Was hat er dann gesagt? Dann sagt er, weißt du, ich kenne die Zellen vom Ivo. Der Ivo ist der Zuhälter, der dich Das angeworfen ist hat. der Chefzuhälter. Ja. Und er hat gesagt, weißt du, in dem seiner Zelle, wenn ich sie die Wände angeschaut habe, hat es lauter nackte Frauen aufgehängt vom Playboy, Penthouse und so weiter. Und jetzt schaue ich deine Zellen an, deine Wände. Und was sehe ich da? Ich sehe Haufen Fotos von deinen Kindern, Zeichnungen von deinen Kindern, Briefe von deinen Kindern. Und dann hat er sich vorne überbeugt und gesagt, und jetzt werde ich ein bisschen streng und sage, was verbindet dich mit dem Kind? Was ist das für ein Gefühl? Dann hat er dich richtig challenged in dem Moment. Und Ja. was hast du dann herausgefunden, was das für ein Gefühl Ja, dann ist? habe ich gesagt, okay, ja, es ist die Liebe. Ist das so ein Aha-Moment gewesen, wo du gemerkt hast, die Liebe, die gibt es? Gibt es tatsächlich. Und die ja. kennst du selber sogar aus Ganz deinem genau. Leben? Und von daher gesehen, hat er mich wieder ins Boot geholt, aber hat dann gesagt, ich muss zu dieser Therapeutin. Und jetzt bist du zu der Elisabeth Moser gekommen, die Psychologin, und hast Genau. wahrscheinlich gedacht, jetzt sollte mir eine Frau beibringen, wenn ich das Leben in den Griff bekomme. oder? Ganz genau. Genau so. Und dann nachher, ich sture sich, lasse mich natürlich, ich tue einen Haufen Schuldzuweisungen machen, immer die anderen sind schuld. Und im Übrigen ist das ein Bild von jedem Verbrecher. Und praktisch alle Verbrecher haben ein Minderwertigkeitsproblem. So auch ich. Und das nimmst du ja aus der Kindheit raus, wo du misshandelt worden bist. Das nimmst du alles mit und hast keine therapeutische Unterstützung gehabt. Also statt dass sich damit auseinandersetzt, sucht man dann Findbilder von außen, genau. wo man dann wieder gegen... Oder du alles verharmlosen oder rechtfertigen. Ja. Und du sagst, ja, die Leute sind halt am falschen Ort gewesen und am falschen Zeitpunkt und darum habe ich den Unfall gemacht, den Überfall gemacht. Und, Sie sind selber schuld, oder? Ich will ja nur die Kohle, ich will ja nichts von diesen Menschen. Das sind Rechtfertigungen. Ja. Und das macht jeder Verbrecher. Jeder, der kriminell unterwegs ist, macht das so. Und Frau Moser hat dann irgendwann einmal die Nase voll gehabt von mir und hat dann gesagt, Herr Sabo, ich beweise Ihnen, dass Sie dazu mal eine feige Sau sind. Oh, das hat dir dann aber nicht so gepasst wahrscheinlich. Ja. In der Psychologie heisst das selektives Hören. Also wenn man eben so kriminell und krank unterwegs ist, dann hört man nur das, was man hören will. Ja. Und ich verstehe nur, du bist eine feige Sau. Das ist das, was du rausgehört hast. Ja. Und das wird dich provoziert haben in dem Moment. Geht's eine Art noch? Also so bist du dann aufgestanden. Ja. Das ist jetzt gerade ein bisschen einschüchternd, muss ich schon sagen. Ich kann sie packen wie einen Frosch und an die Wand knallen. He? So hast du das gesagt. Ja, da habe ich das eher gesagt. Ja. Da bin ich froh, dass ich jetzt nicht in ihrer Situation bin. Und sie hat ja dann Mut gebraucht. Und was hat sie dann reagiert? Ja, sie ist dann dort gehockt
Und sie war noch schmächtiger, weißt du? So eine ganz feine Person, weißt Ja. Schaut sie mich von unten an. Also du und hast dann gedacht, die hat eine Angst und ist Ja, eingeschüchtert wahrscheinlich. aber sie hat oder? die Arme verschränkt und hat gesagt, so, wenn sie so weitermachen, mit Gewalt ihr Leben bestreiten. Oh, ja. Und ich habe gewusst, wenn ich der jetzt eins knalle, dann komme ich im Bunker oder in ein Hochsicherheitsgefängnis. Und das hast du nicht wollen. Dann habe ich umgedreht und habe ihr gesagt, sie schlampen, mit denen will ich nichts zu tun haben. Ich bin rausgegangen und beim Rauslaufen ruft sie mir noch nachher. Und davonlaufen tun sie auch noch. Und sie hat einen grässlichen Zürcher Oberlanddialekt. Und das heisst, Unterländer sind anders. du bist dann rausgegangen, bist davon gelaufen in dem Moment. Ja, ja. Sie hat dich aber eigentlich an diesen Punkten genau verwünscht, wo etwas... Wenn ich so als Bauchnuster darf sagen, die hat mir die Eier gepackt. Sie hat dich genau an diesen Punkten gepackt, die bei dir etwas dann auch ausgelöst haben, wo du gemerkt hast, dort ist... Ich bin dann in die Zelle zurück, der Pfarrer Georg Schmuck ist dann gekommen und dann habe ich gesagt, du, zu dieser Schneppe gehe ich nie mehr, die hat eine blöde Therapie, die provoziert ja nur. Und der sagt dann, du, ich kenne die Frau schon 10 Jahre, geh zu ihr, weil wenn sie das macht, dann bist du eine ganz besondere harte Nuss. Da muss sie dich ein bisschen schütteln. Und dann ich nicht mehr wollen. Und unbewusst habe ich gewusst, Gott Patori, was habe ich dieser Frau alles gesagt? Und er schiebt mich sozusagen zu dieser Therapietür und ich stehe vor der Tür und grübel und studiere. Traue mich nicht einmal anzuklopfen. Und dann quäken sie raus: Herr Sabo, ich warte auf Sie, kommen Sie rein. Da bist du rein. Dann bin ich hingegangen, da den schönen Teppich angeschaut und die Wände. Und dann Bist sagt rein sie, und aber trotzdem auf Abstand bleiben in dem Ja. Fall. Und dann sagt sie zu mir, ich will eine Entschuldigung von Ihnen. Und ich, ja, Sie entschuldigen sich, Sie haben da 2 Sau zu mir gesagt, geht's eine Art noch? Und wie lange haben wir dann so hin und Ja, da her haben wir fast gestritten? 20 Minuten oder eine halbe Stunde miteinander gestritten, wer recht hat. Und wer hat gewonnen? Ich nicht. Also hast du dich dann bei ihr entschuldigt in dem Fall? Nicht ganz so, aber sie hat dann auch gesagt, 3 Punkte will ich Ihnen. Erster Punkt. Sie haben mich als Frosch an die Wand knallen. Das ist Gewalt. Wenn Sie das noch einmal sagen oder machen, ich gehe gerade zur Direktion, Sie kommen in ein Hochsicherheitsgefängnis. Nie wieder. Sie müssen da lernen aushalten. Und der zweite Punkt war, Sie haben mich als Frau sexuell beschimpft. Sie haben mir Schlampe gesagt, geht es Ihnen noch? Sie werden nie mehr eine Frau beleidigen so. Nie mehr, auch wenn sie total wütend sind. Ich bin verheiratet mit einem evangelischen Pfarrer und ich bin mir auch treu. Und ich bin immer kleiner geworden. Also ein Stück weit auch einsichtig in dem Moment. Ja, Mensch Meier, ich hätte nicht gedacht, dass das eine Pfarrerfrau ist. Und es hat dann eigentlich einen Weg angefangen, wo du dich hast angefangen auseinanderzusetzen mit deinen Aggressionen, mit deiner Bewältigung. Der dritte Punkt war dann, wo sie gesagt hat, was wollen wir miteinander erreichen? Und dann haben wir diskutiert miteinander und dann ist eigentlich klar gewesen, ich muss lernen, mit meinen Aggressionen, mit meiner Wut, die ich habe, lernen umgehen auf eine gute Art. Und dieser Frau habe ich es eigentlich zu verdanken gehabt. Ich bin dann 4 Jahre lang zu ihrer freiwilligen Therapie gegangen. Ja. Sie hat mir dann so viel beigebracht, dass ich dann auch lernen konnte, mit Konflikt auf eine gute Art umzugehen oder wenn ich einmal wütend bin. Und Wut und Aggression ist etwas ganz Natürliches, wir Männer so oder so. Aber dass man die Wut lernt auf eine Art und Weise ausleben, indem man zum Beispiel Sport macht. Bei uns Männern ist ja, und ich bin da zum gerne laufen, rennen gegangen oder habe einen Fitness gemacht oder eben Kampfsport. Und früher ist da, wo ich da unten habe, ist ein bisschen weiter oben gewesen, mal. Und ja, so hat man dann auf eine gute Art und Weise können seine Wut loswerden, ohne dass Menschen oder Sachen kaputt gehen. Ja, also du hast mit ihrer Strategie gelernt, mit deiner Wut, mit deinen Aggressionen umzugehen. Du hast mit ihr gelernt, über einen Konflikt gut und vor allem sich lösen. selber zu reflektieren. Das ist ein wichtiger Punkt, weil ich ja vorher immer allen anderen die Schuld gebe. Also hast du auch angefangen, über die inneren Verletzungen, ich sage jetzt mal aus deiner Kindheit, aus dem ganzen Weg, nachzudenken. Das war dann der Grund gewesen, also beziehungsweise sie hat mir den Weg dann aufgezeigt, warum dass ich so eine Wut habe in mir drin, wo aufs Mal führen kommt. Und der Grund war eben die Misshandlungen in der Kindheit,
wo ich in mir getragen habe, der Minderwertigkeitsproblem, das ich in mir hatte, das ist ein sehr wichtiges Thema während der Therapie gewesen, damit ich das Lernen überwinde und dadurch auch meine Wut in den Griff bekommen habe. Also die Impulse auch. Dass man wütig ist, braucht es einen Impuls und da nennt man eben Impulskontrolle. Also ich lerne meine Impulse selber zu kontrollieren, damit ich dann endlich vernünftige Entscheid auch in einer Wut treffen kann. Ja, also da kommt die Wut auf oder kommen Gefühle auf, die es gibt im Leben. Dann hast du gelernt, was kann ich jetzt machen, um dass sich das nicht einfach äußert. Ganz genau. Und Wut darf sein, Ja. aber man muss gut damit umgehen. Ja, und also, dass das andere nicht schädigt, sondern Richtig, dass ja. man dann auch konstruktive Lösungen findet. Und dieser Frau habe ich es dann zu verdanken gehabt, dass ich dann zu einem späteren Zeitpunkt pädagogische Ausbildung machen konnte. Und dann nachher habe ich mehr als 15 Jahre vor allem junge Männer, die ich erkannt habe, weil ich es gut hatte, ich habe einen Beruf gelernt. Nach dem Gefängnis dann hast du eine Ausbildung machen und dann habe ich nach dem Gefängnis eine Ausbildung machen, wo ich heute, also 15 Jahre lang, junge Männer, die aus dem Gefängnis kommen, geholfen haben, einen Job zu finden, sie fit zu machen, einen Job. Und da mir Frau Moser beigebracht hat, habe ich den jungen Männern auch weitergeben. Ja. Du bist ja heute systemischer Arbeitsagog, Antiaggressivitätstrainer. Du leitest Opfer-Täter-Gespräche und noch viele andere Sachen. Das würde mich noch ein bisschen wundern. Du hast ja vorher gesagt, du bist auch dann nach deiner Gefängniszeit oder vielleicht schon am Schluss bist dieser Frau von Embrach wieder begegnet, wo sie dir dann so entgegengekommen ist mit ihren körperlichen Einschränkungen. Für was also wieso hast du quasi die Menschen treffen, wo du ihnen Leid zugefügt hast? Also das ist einer der wichtigsten Dinge, die ich auch heute machen will, den eigenen Opfer zu begegnen. Das ist so gravierend für einen selber, weil vorher tust du dir das so perfekt als Verbrecher verdrängen, was du den Menschen zufügst. Also dass die Menschen nach 20 Jahren leiden tun. Bei einem anderen Überfall ist es so gewesen, dass ich ein kleines Mädchen von 5 Jahren alt eine Waffe an die Schläfe gehalten habe und sie als Geißel genommen haben, damit ich das Geld ankomme. Und das wird in der Mädchen auch etwas ausgelöst haben. Das Mädchen hat ab dem Zeitpunkt keine feste Nahrung mehr zu sich gegessen. Sie hat nur noch flüssig sich ernährt. Ja. Sie ist dann in die Pubertät gekommen und fast an dieser Magersucht gestorben. Also ein grosses Leiden, wo das ausgelöst hat. Unglaublich. Und so jahrelang das angehalten hat. Dann ist sie in die Pubertät hineingekommen und dort hat sie es dann nachher geschafft, aufgrund dessen, weil sie jahrelang noch in einer Klinik war, dass dann nachher ihr das Leben gerettet haben. Sie hat besser mit dem umgehen und hat eine KV-Lehre machen. Ja. Noch später zusammen mit ihrem Vater zusammen habe ich dann Opfer-Täter-Gespräche in dem Gefängnis gemacht. Ja, ich habe da ein Bild noch mitgebracht, wo man das sieht. Der Paul Steiger. Genau. Mit dir zusammen. Mit ihm zusammen habe ich den Gefängnis besucht, wo mir zwei, er als Opfer erzählt hat, was er erlebt hat, was das jahrzehntelang seine Familie prägt hat, der Überfall. Und das sind nur immer 4-5 Minuten, wo wir das gemacht haben. 4-5 Minuten, wo ich das Leben nicht in den Griff hatte und das Leben von diesen Menschen fast zerstört habe. Ja. Und das Mädel hat dann nachher, erst vor 3 Jahren zu mir gekommen und hat gesagt, hey, mein Mädel hat es geschafft. Was bedeutet das, sie hat es geschafft? Ja. Und dann sagt er zu mir, sie hat erfolgreich die Polizeiprüfung geschafft. Sie ist heute Kantonspolizistin hier im Kanton Zürich. Ja. Und sie buchtet jetzt Typen wie mich ein. Ja. Aber das ist ja schön zu sehen, dass trotzdem so Menschen wieder den Schritt ins Leben finden. Aber ich vermute jetzt bei so einem Gespräch, also wie gehst du denn da hin? Willst du dich bei ihnen entschuldigen? Willst du wieder gut machen? Das geht ja fast nicht. Wünschst du dir, dass sie dir vergeben? Also das ist mir eben sehr bewusst geworden, das Empfinden, also das Nachempfinden, was die Menschen durchmachen, wo jahrzehntelang ist. Da hat es Menschen, die mir erzählt haben, ich habe mindestens 2-3 Mal in der Woche habe ich Albträume, wo sie auftauchen, ganz in schwarz. Ja. Und ich habe eine riesen Angst. Von dem Trauma her? Von dem Trauma her. Sie trauen sich nicht mehr raus, wenn es dunkel wird. Sie haben immer Angst, wenn sie einem Mann begegnet, der ganz in schwarz gekleidet ist. Sie bekommen richtig Panikangst und fangen an zu zittern. Ja. Ich habe das erlebt, weil ich meine Opfer dann in Gefängnis mitgenommen bei diesen Opfer-Täter-Gesprächen, damit die
Inhaftierten, die ähnliche Verbrechen gemacht haben wie ich, sehen, was da macht mit diesen Menschen nach 20, 25 Jahren. Also das heisst, du hast dich aber voll und ganz eigentlich dem, dem ausgesetzt oder das Leid, das du Richtig. anderen zugefügt hast. Du hast nicht Ja. mehr das versucht wegzuschieben oder zu verdrängen, sondern du hast das Ich habe versucht die Verantwortung wahrzunehmen. noch. Ich habe die Verantwortung von diesen Verbrechen, die ich gemacht habe, übernommen. Und ich habe ihnen aber auch gezeigt, hey, steht zu dem, was ihr gemacht habt, aber könnt auch Empathie empfinden für eure Opfer. Weil das ist eminent wichtig, weil das ist dann nachher die Barriere, dass du selber nicht nochmal solche Verbrechen machst. Das ist, ich kann mir vorstellen, dass das einem selber auch sehr bewegt und belastet. Ja. Das ist eine große Last, die man plötzlich sieht, die man trägt. Eine Schuld auch. Du hast vorhin von Minderwertigkeitsgefühl geredet. Kann man mit dem umgehen überhaupt? Also ich habe es lange nicht können. Ich habe Jahre nach dem Gefängnis habe ich immer noch, wenn ich so Gespräche mache, also ich bin sehr oft eingeladen worden, auch von Kirchengemeinden, dank meinem Pfarrer Georg Schmucki, wo ich auf den christlichen Weg gekommen bin, habe ich dann gemerkt, ich kann mir selber nicht verzeihen. Vor allem, als ich den kleinen Kind, als ich denen zugefügt habe, weil meine eigenen Kinder sind im gleichen Alter waren, dass ich das so abgespalten habe, dass ich so schwer kriminell unterwegs war, was ich diesen Menschen zugefügt habe, die 20 Jahre darunter leiden. Und ich habe dann... Du hast ja selber nicht können verzeihen. Ja. Nein, ich habe zum Zeitweise nicht können über diese Sachen reden, weil sonst wären meine Tränen geflossen. Ja, also du hast dir die Schwere von dem, was du anderen zugefügt hast, ist dir je länger, je bewusster geworden in dem Richtig, Fall. ja. Und da ist dann, ich habe dann gerade den Fachkurs Anti-Aggressivitätstrainer absolviert und da hat es dann einen anderen Teilnehmer gehabt und der war Pastor bei der Christoner-Kirche. Das ist jetzt auch wieder so ein Zufall, der nicht so zufällig genau. war. Und der hat das erkannt. Der hat gemerkt, dass ich ein Problem habe, mir selber zu verzeihen mit den schweren Verbrechen, die ich den Menschen angetan habe. Und er hat dann gesagt, weißt du, du musst dir selber verzeihen, damit du frei wirst. Ja. Und dann Das habe ich ihm klingt gesagt, so einfach. Ja. Kannst du selber verzeihen. Ich Ja. stelle mir das geht, Und dann habe ich gesagt, du, das haben schon Haufen gesagt, vor allem Christen sagen, hey, du musst das nur an Jesus anlegen und dann ist das vorbei und so. Und er hat gesagt, geht es in Ordnung. Ich bin ein Monster gewesen, habe ein 5-jähriges Mädchen geplagt, die eine andere Frau, die dann schwerst behindert worden ist. Also um das richtig zu verstehen, zu dieser Zeit hast du Jesus kennengelernt und du bist Christ gewesen. Ja. Du hast ein christliches Leben geführt und trotzdem hat dich die Schuld plagt und hast dir selber nicht können vergeben und hast eigentlich gewusst, das ist unmöglich. Ja. Das kann man nicht wieder gut machen. Ja, ganz genau. Ja. Und er als Christianer Jugendpastor hat dann sich gesagt, weißt du, wir beten miteinander. Und zwar, wir gehen miteinander den Kreuzweg. Eigentlich ein urkatholischer Weg. Aber er hat dann das genommen als Meditation und als Gebet. Also er ist mit dir mehrere Stunden auf so einen Kreuzweg gegangen, wo man die Stationen durchgeht, auch vom Leidensweg von Jesus. Jawohl, ja, ganz genau. Und dann bis zum Schluss zum Hügel Golgatha, wo ja der Jesus dann ans Kreuz genagelt worden ist und links und rechts sind ja 2 Verbrecher gekommen. Ja, darf ich den Vers schnell einblenden? Ich habe den da vorbereitet, was heißt von diesen Verbrechern. Im Lukas 23, dort heißt es, doch der andere mahnte, also der andere Verbrecher, der gehangen ist, hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Wir haben für unser Vergehen den Tod verdient. Aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. So hat der Verbrecher dann dort über Jesus gesagt. Hast du dich mit dem können identifizieren in dem Moment? Also, wir haben für unser Vergehen den Tod verdient. Jawohl, ja. Er hat noch ganz leicht anders hat das gesagt, weil es gibt noch eine andere Stelle in der Bibel, wo die jetzt denen auch wiederholt. In dem Sinn, dass der eine Verbrecher zum Jesus sagt, du nennst dich der König der Juden und jetzt kannst du dir nicht einmal selber helfen. Und dann habe ich ihm gesagt, weißt du, von uns drinnen sind wir 2 die wahren Verbrecher. Er ist es nicht. Also du bist dann dort so wie ins Gespräch mit Jesus in dem Moment. Ja, aber ja. Und Jesus sagt dann auch, folget mir nach und ihr werdet am Abend mit mir im Paradiese sein. Und da ist etwas bei mir, etwas ganz Gravierendes passiert. Ja. Gerade als ich diese Worte so gesagt habe, dann ist mir
die ganze Schuld wie eine Tonne von mir abgefallen. Einfach weg gewesen. Ich bin da gestanden und dachte, das darf doch nicht wahr sein. Die ganze Schuld, die ich hatte, ist weg. Die Schuldgefühle, die ich hatte. Ich bin frei geworden. Und also, das heisst, hast du wie erlebt, dass in dem Moment Jesus dich frei gemacht Ja, hat von dieser Schuld, ganz wo genau. auch Menschen unmöglich ist? Ja, was für Menschen unmöglich ist, hat Jesus in dem Moment, wo er gesagt hat, folget mir nach und ihr werdet mit mir am Abend im Paradiese sein. Das ist bei mir, bang, das ist das Wunder für mich passiert. Ja. Hast du auch erlebt, was es bedeutet, dass Jesus unsere Schuld getragen hat von uns Menschen und Ja. die Strafe auf sich genommen hat, in dem Sinn, dass er dir die Schuld abgenommen hat? Und hast du dich auch erleichtert gefühlt in dem Moment? Also, es bewegt mir jetzt heute noch, dass die schwere Last mir weggenommen worden ist. Also, es ist ein Wunder gewesen. Das Für ist mich ein ist es ein Wunder Gnadengeschenk. gewesen. Ja. Weil ich hätte das selber nie können machen. Erst durch die Worte von Jesus ist es mir möglich gewesen, weil ich auch bereit war, ihm zu folgen. Aber nur er hat es können. Und der Weg zu Gott geht ja nur durch ihn. Durch Jesus. Durch Jesus. Und da habe ich dann erfasst, wie real die Worte, die von dem Mensch waren, der vor 2000 Jahren gelebt hat. Ist ein Wahnsinn gewesen, eigentlich. Die Befreiung, die du da erleben tust. Und für mich ist dann auch sehr wichtig geworden, dass ich dann so Vorträge, wie ich darf, oder so Talks, wo ich darf eingeladen werde, und ich werde auch von Gymnasien eingeladen, von Schulen eingeladen, wo ich dann so Projekttage mit denen mache, mit den Jungen, dass ich die Botschaft kann überbringen kann. Der Glaube und das Christsein ist real. Es ist real, auch wenn die Bibel schon mehr als 2.000 oder 5.000 Jahre alt ist, die Geschichten, die dort drin sind. Aber es ist eine Realität. Also das hast du in dem Moment hast du das richtig erlebt, wie die Last von dir abgeht ist und die Worte, die in dieser alten Bibel stehen, ganz relevant sind in dem Ganz Moment genau, und ihre ganz Kraft genau. entfalten haben. Und wenn ich darf das ein bisschen abrunden, das, was der Georg Schmuck im Gefängnis gesagt hat, Saat und Ernte, und ich gemeint habe, der muss noch so schwätzen. Da habe ich dann gemerkt, das ist alles real. Wir müssen uns bemühen. Im Knast habe ich zu ihm gesagt, was will ich im Knast Gutes tun? Da hat es ja alles Knackisumme, wo einer spinnt mehr als der andere. Da kannst du nichts Gutes tun, da musst du immer vorsichtig sein. Und tatsächlich war es, während der Knastzeit hat es ein Katastrophenjahr 1999 gegeben, wo wir in der Ostschweiz mehrere Naturkatastrophen hatten. Überschwemmungen, der Sturm Lothar und Winter, Lawinenwinter und so weiter. Und ich habe dann die Initiative ergriffen, wo wir dann geholfen haben, den Menschen, wir Häftlingen, dass wir helfen können mit der Bewilligung vom Gefängnisdirektor. Der Gefängnisdirektor genau dasselbe, auch so ein Zufall. Den habe ich eigentlich kennengelernt als junger Sozialarbeiter. Also der hat dich schon gekannt, wo du ins Gefängnis gekommen bist, von früher in dem Fall? Nein, der hat mich nicht gekannt. Der ist neu angestellt worden vom Gefängnis als Sozialarbeiter und ja. ich war sein erster Klient gewesen. Okay. Und dann stellte er sich vor, ja, ich bin mal Pastor in Chur gewesen. Und dann ich denke, schon wieder so ein Heiliger. Per Zufall. Da habe ich es eben noch nicht kapieren, weißt? Und dann nachher sage ich zu ihm, aha, sind die Schöfli in Chur, sind die so viel zu brav gewesen und jetzt wollen wir mit den bösen Buben spielen. Und da haben wir beide geschmunzelt. Und der Mann, der hat mir dessen später Gefängnisdirektor geworden und der hat mir sehr geholfen. Und er hat dann einen Telefonanruf bekommen von einem reichen Geschäftsmann, der ein Bild von mir gesehen hat. Und der hat das Bild von mir abkaufen und das Bild konnte ich nicht verkaufen. Hast du das per Zufall auch dabei? Nein, Nicht das hatte ich gut. nicht dabei. Es geht aber, das Bild war, ich habe meine Hände gemalt, die an Gitterstab heben, das Gefängnisfenster und draussen dran Sprechblasen von meinen Kind, Papi, wenn kommst du heim? So deine Verarbeitung aus der Zeit, wo du eigentlich in der geschlossenen In der Haft Untersuchungshaft ja, war, ganz wo genau. du deine Kinder nicht hast können sehen und sie sind aus am Fenster gestanden. Und der hat das Bild abkaufen, weil es ihm sehr angesprochen hat. ins Herz gegangen ist. Ja. Und der habe ich mich dann nachher später erinnert, wo ich dann ein Angebot bekommen habe, eine Journalistenausbildung gerade nach dem Knast zu machen. Und habe dann ihn gefragt, hey, können Sie mir
das finanzieren, weil bei den Banken bin ich vorsprechen, ich hatte weit über 500.000 Schulden gehabt. Ja. Mir hat keine Bank mehr Geld geben. Ja. Und ob er mir könnte ein Darlehen zahlen, damit ich die Journalistenschule finanzieren kann. Mehr als 20.000 Stutz. Und er hat dann gefragt, den Gefängnisdirektor, und der hat dann sich für mich eingesetzt. Und dann gehe ich zu ihm auf Triesenberg, der ist vom Fürstentum Liechtenstein gekommen. Triesenberg muss man sich vorstellen, das ist eine Villagegend, da wohnen die Reichen von der ganz Reichen im Fürstentum. Hat er da in seiner wunderschönen Villa einen Vertrag vorbereitet, das Darlehen, wo ich ihm die Rechnung gegeben habe von der Schule. Und dann ist ganz dort, wo er unterschreiben musste, ist noch klein gestanden, «Enfant perdu». Und dann habe ich gesagt, oh, Französisch. ich habe einen Fensterplatz im Französisch gehabt, können Sie mir sagen, was das heisst? Und dann sagt er, ja, die Schuld ist abgegolten. Und ich, nochmal, Sie müssen nicht alles zahlen. Wenn Sie etwas zahlen, können Sie etwas zahlen. Und dann kommt das an einen guten Zweck. Und er hat gesagt, wieso machen Sie das? Sie kennen mich nicht. Und dann sagt er, wissen Sie, der Gefängnisdirektor glaubt an Sie. Und ihr gehört, der Pfarrer glaubt an Sie. Und ich will jetzt eine gute Tat vollbringen und ich glaube auch an Sie. Ich war baff. Und dann gehe ich mit dem Darlehen gehe ich runter in das Gefängnis und ein paar Tage später ist der Pfarrer Georg Schmuck gekommen. Und dann zeige ich ihm, hey, schau, ich habe eine Zukunft in der Hand. Nach dem Gefängnis kann ich neu durchstarten. Und dann lächelt er mich an und sagt, siehst du, das ist Saat und Ernte. Ich habe auch den Bibelvers mitgebracht, der steht im Galater 6, Vers 7, eines von diesen Beispielen, wo das Prinzip von Saat und Ernte vorkommt. Da heißt es, meint nur nicht, ihr könntet euch über Gott lustig machen, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Das heißt, in dem Moment hast du das begriffen, dass wenn man Gewalt sät, erntet man Staatsgewalt in dem Sinn. Aber wenn man gut sät, dann erntet man auch Gutes. Man kann Gott nicht berechnen. Man soll es einfach machen. Und in irgendeiner Art und Weise kommt es auf dich wieder zurück. Du hast auch angefangen auf Gott vertrauen in dem Sinn, dass Ja. wenn du dich an ihm orientierst und ihm nachfolgst, dass er dann für dich sorgt und für dich schaut. Ja. Dass wenn du quasi Vertrauen säst, auch wirst ernten, dass Gott mit dir ist. Ja, ganz genau. Was bedeutet dir Gott heute? Ja, jeder Gedanke, der ist ihm eigentlich gewidmet. In allem und in jedem, was ich tue, lenkt er mich. Und auch wenn ich einmal puttern und streiten tue, weil ich an heute noch Geld sorge. Also ich lebe im Existenzminimum, weil ich meine Schulden noch immer noch abzahlen muss. Man kann sich keine Ferien leisten, man kann sich keinen Zahnarzt leisten. Also man lebt mit sehr wenig Geld. Man kommt durch und ich will nicht klagen. Es ist auch, ich sehe auch, wenn ich jetzt mit sehr wenig Geld, also ich will sagen, dass man in armen Verhältnissen eigentlich lebt, aber du kommst durch, kann ich das den Jungen, die zu mir kommen und auch Schulden haben, kann ich ihnen das vorleben, dass man keinen Scheiß mehr machen muss. Das Leben ist halt so. Und ich bringe immer den Spruch dann halt auch vom Jesus, wo er dann in der Bergpredigt einmal gesagt hat, eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Bringe ich den einmal auch bei, auch wenn es, sagen wir immer Ende Jahr, jetzt haben wir schon wieder Ende Jahr und immer das Fest von Jesus Geburt, wo wir haben, bekomme ich ganze Haufen Schuldenbriefe über, wo ich alle möglichen Leute Geld von mir haben wollen und wo ich nicht zahlen kann. Und dann ist die eine Freude da, dass wir das christliche Fest feiern dürfen. Aber das andere ist dann, wo ich dann einmal auch resigniere und eigentlich aufgehen habe, jemals können die weltliche Aufgabe vom Finanziellen können zu lösen. Und das ist dann der Teil, wo mich auch leicht depressiv macht, weil ich hätte so viele gute Ideen, wo man Menschen helfen könnte, wenn man das Geld dazu hat. Aber der Herrgott hat jetzt einen anderen Weg und da futter ich einmal noch mit. Und wie der David halt einmal auch mit dem Herrgott schimpfen und diskutieren tut, aber dann bin ich wieder auf dem Weg. Also und das heisst, du hast gelernt, auch mit deinen Herausforderungen, jetzt auch mit deinen finanziellen Herausforderungen, mit denen zu Gott zu gehen, mit ihm das zu bereden, zu futtern, aber ihm auch zu vertrauen, dass er einen guten Weg für dich hat. Ohne ihn würde mein Leben wieder
aus der Ruder laufen. Das heisst, er gibt dir den Halt. Ja. Und nur er gibt mir den Halt. Und unser Bruder, unser Großbruder Jesus, der zeigt den Weg uns, wie wir zu Gott kommen. Und nur so geht's. Wir kommen zum Schluss. Ich möchte noch 2, 3 von diesen Fragen nehmen, die die Leute geschrieben haben. Eine ist da: Wie lange warst du im Gefängnis? Bin 12 Jahre angeklagt worden, 9 Jahre verurteilt und 6 Jahre habe ich abgehockt. Und wegen guter Führung frühzeitig, also 3 Jahre früher entlassen worden. Ja. Ist so ein Gefängnis wirklich so echt noch ein schöner Ort, eine Art Mittelklasse-Hotel, oder ist es nicht so empfehlenswert? Sagen wir es so, die Räumlichkeiten von Gefängnis sind okay. Das Untersuchungshaft eher weniger. Aber der Vollzug, das ist okay. Problem ist die psychische Belastung von anderen Mithäftlingen. Wir haben ganz unterschiedliche Häftlinge, wo viele psychisch schwer krank sind. Und die können einmal ziemlich toben. Ich habe jetzt die Gelegenheit nicht, da aufzuzeigen, aber wenn ihr dann einmal erlebt, wenn einer 6 Stunden lang in der Nacht vom 9 bis um 3 am Morgen an die Tür hämmert und brüllt: «Ich will raus! Lasst mich raus! Rausgehen! Ich will raus!» 6 Stunden lang. Und dann rundum schreien die anderen Typen dann noch: «Reiss der Teil ab! Hey, hab endlich die Schnurren!» Und so weiter. Entschuldigung. Dann weisst du, das ist eine psychische Belastung und das ist nicht nur hier und da, sondern es kommt sehr oft vor. Ja, das heisst, du wünschst niemandem nur eine kurze Zeit im Gefängnis? Also ein Gefängnisaufenthalt ist kein Zuckerschlecken. Also ich denke, der Herrgott hat mich geführt, dass ich psychisch gesund bleibe. Also bewahrt, sogar im Gefängnis bewahrt. Ja. Und er hat mich immer an die richtigen Leute angeführt, wo ich dann Zufall. halt mit meinem Zufall auch die Fall genommen habe und die Leute haben dürfen mit allen meinen Ecken und Kanten und Sturheit, die ich habe ich doch das gepackt und mit diesen Leuten können einen Weg gehen. Es hat auch noch 2, 3 Fragen zu deiner Biografie. Da wollen wir auf dein Buch hinweisen. Was liegt da hinten auf? Oder ist unten im YouTube-Livestream verlinkt, auch, wo man kaufen kann, wo man das könnte nachlesen gehen. Aber eine Frage, die ich noch rauspicken zum Schluss: Das Verhältnis zum Vater. Er ist unterdessen gestorben, aber ist das wieder zusammengekommen? Hast du ihm vergeben? Ja, also erst letzte Weihnachten ist er gestorben, genau am Weihnachtstag. Und vorhergehend haben wir miteinander viel klären miteinander. Er war sehr krank gewesen. Meine Schwester hat ihn super gepflegt, also die hat sich sehr aufgeopfert für ihn. Sie hat im gleichen Haus gewohnt. Und die vielen Gespräche mit ihm, bevor er gestorben ist, der hat dann wie eine Bereinigung zwischen uns gegeben. Und er hat auch sehr viel von seiner Kindheit erzählt und auch warum dass er so gehandelt hat mir gegenüber, weil er ist hilflos war. Er hat nicht gewusst und er ist selber von seinem Vater. Er hat 11 andere Geschwister. Und dem sein Vater ist auch sehr ein Choleriker und jähzorniger gewesen. Und wenn sie da nicht gespürt haben, hat es geklopft. Und er hat dann halt das Gleiche gemacht mit mir. Weil er auch hilflos war, weil er nicht pädagogisch nicht gewusst hat, anders zu handeln. Das seine Strategie war, die er kennt hat, Genau. in dem Sinn. Das ist noch halt die alte Generationen haben so gehandelt. Ja. Und hast du ihm vergeben? Ja, unbedingt. Also er ist ein sehr liebevoller Vater im Grunde genommen und noch ein liebevoller gegenüber meinen Kindern, also ein Opa, Bilderbuch-Opa. Das heisst, deine Geschichte ist echt geprägt von Schuld, von Leid, aber auch von Vergebung, wo du selber erfahren hast, wo andere Leute auch dir zugesprochen haben und du auch anderen hast können zusprechen. Ein Weg von Liebe auch. Ja, also da ist da, was mir der Georg Schmucker, der Pfarrer, eben auch beigebracht hat. Das Saat und Ernte, das passiert auch mit der Vergebung. Und Vergebung ist ja einer der zentralsten Dinge, die der Jesus ja uns mitgegeben hat. Vergebt euch einander. Und wenn wir bereit sind zum Vergehen, dann wird auch uns vergehen. Das ist Saat und Ernte. Es fließt alles ineinander schön rein. Und das ist auch bei mir so passiert. Ja.
Vielen, vielen herzlichen Dank, Rudi, für deine Offenheit, für dass du uns so viel Einblick gegeben hast in deine Geschichte. Wir möchten dir da von Embrach, von unserer Konfiserie, noch ein paar kleine Schöckeli mitgeben, dass du uns auch in süßer Erinnerung behaltest. Ja, Vielen Dank, dass vielen du Dank. da bei uns bist. Das tut dem wieder gut. Da. Ja, für das da oben musst du selber etwas machen und für das kannst du ein paar Schöckeli essen. Aber ich liebe es. Sehr Danke gut. vielmals. Du bist auch nachher noch 2-3 Minuten da, wenn jemand auf dich zukommen will. Und ich möchte aber auch an dieser Stelle gerne ein Gebet sprechen für alle, die jetzt auch im Livestream sind oder da live vor Ort. Manchmal, wenn man das Gefühl hat von Aggression oder nicht weiss, wo man hin sollte mit Sachen. Ich denke gerade das Thema mit der Schuld, wenn man Schuld mit sich trägt, Sachen, die man anderen beigefügt hat, kann man sich selber vergeben. Wir wollen das miteinander zusammen von Jesus bringen und ich möchte dich ermutigen, dort wo du bist, auch wenn du daheim am Tisch jetzt sitzt mit einem Zopfbrötchen und einem Kaffee oder was auch immer. Ich möchte dich ermutigen, mach deine Augen zu und bring die paar Worte, das Gebet mit deinen eigenen Worten vom Herzen so vor Gott. Danke, Vater im Himmel, für die Geschichte, die wir hören dürfen. Es ist eine Geschichte von viel Leid, von viel Schuld, von vielen Herausforderungen. Aber es ist auch eine Geschichte, wo du, Jesus, eine entscheidende Rolle gespielt hast. Und du siehst so Situationen, wo Menschen drin sind, auch gerade jetzt in dem Moment, wo man eigene Schuld hat, wo man Sachen sieht im Leben, wo man nicht weiss, wie damit umgehen, wo man auch so einen Moment kennt, wo man aggressiv reagiert und impulsiv und so auch Leid anderen zufügt. Und wir wollen dich bitten, Jesus, dass du in das hineinwirkst. Wir wollen dich bitten, Jesus, dass du eine Perspektive aufzeigen kannst. Wir wollen dich bitten, Jesus, dass du uns so Begegnungen schenkst, so Zufälle schenkst, wo uns Menschen begegnen, die uns mitnehmen zu dir als Kreuz, Jesus, wo wir unsere Schuld abladen können. Wir wollen dich bitten, Jesus, dass du uns auf diesem Weg führst und wir so auch selber erleben, was Vergebung bedeutet, wenn du, Jesus, uns vergeben willst und wir uns selber auch vergeben können. Amen. But I know it will come back faster than you could ever dream of. Na 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 na. So won't you hold on to love?